Aber die Zilli, mit ihren 80 Jahren, hat immer so viel Angst vor Fremden. Und besonders Angst hat die Zilli vor dem Islam. Obwohl es die bei uns auch nicht gibt, gell? Aber die Zilli hat sich jetzt über ein Jahr lang auf den Islam vorbereitet. Ja? Die hat jeden Tag im Fernsehen eine Dokumentation geschaut über den Islam und dabei über das Gobi geschert. Ja, und dann sagt sie immer so, der kann schon kommen mit seinem Dschihad, den makel ich weg mit einem Hatschi. Und dann ist so, gell, Zilli, jetzt heiratet er so ein Moslem oder was, die hätte es ja bei uns auch ganz gut gefallen, sogar im Winter, wenn er Dschihad. Was ist das für ein blödes Gerede? Zilli, das ist eine Empathie, das ist das, was deine Generation nicht gehabt hat. Empathie haben wir gar nicht gebraucht, wir haben gleich geheiratet. So einen Schmarrn darfst du da nur, verstehst du? Aber was war dann? Was war dann letztes Jahr an Heilig Dreikönig? Der Supergau. Ja? Zilli an Heilig Dreikönig. Zilli schaut die Dokumentation über den Islam, schärft dabei ihr Mistgobi, draußen an der Haustüre läutet es, die Zilli macht auf, draußen fangen 3 Kunden zum Singen und Zilli sticht zu. Gott sei Dank hat es nur den Mohren erwischt für die Heilige. Aber sonst hätte es gleich geheißen, dass wir die erste islamophobe Keimzelle sind. Aber die sind dann natürlich auf und davon, die 2 heiligen 3 Könige. Gekommen sind die nicht mehr. Und sie den Segen selber draufschmieren dürfen. Und ich habe echt schon ein bisschen Angst gehabt, bei ihr zu vereinsamen, gell, in der Zeit. Weil das waren ja nicht die einzigen, wo die Zilli vertrieben hat. Du, der Obsti, ja, der hat einmal ein paar von seiner JU vorbeigeschickt, also von der Jungen Union. Nach dem Gespräch mit der Zilli sind die geschlossen in die Linke eingetreten. Daraufhin hat die Linke einen Besuchs- und Dankesdruck zu uns ersandt, die sind jetzt alle im Schützenverein. Ich sage einmal so, wenn nicht einmal mehr die Zeugen Jehovas bei ihr klingen. Ja, weil die Zeugen Jehovas, die waren einmal da und haben geklingelt und die Zilli hat sie reingebeten. Dann hat es dann stundenlang festgehalten und hat ihnen ihre selbstgemalten Bilder von der Johannes-Offenbarung gezeigt. Ja, ja. Und wenn dann manchmal bin die Zeugen hinaus bei der Haustür in heller Panik, sag ich, Zilli, was war das? Unser Zeugenschutzprogramm.